Servus Bananen, willkommen zurück beim bayerischen Outback. So wie jetzt das Sekt gibt es mal wieder ein bisschen was über Zwillen. Und zwar, weil es gerade aktuell ist, also bei mir, ich habe jetzt hier ein Bantel, das ist noch nicht ganz kaputt. Aber es hat hier so ein paar Einrisse drinnen und dann sollte es das ja auswechseln. Also wenn es ein Loch hat, wenn es einen Einriss hat, immer anschauen und dann Bändchen auswechseln. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir testen jetzt mal, was das eigentlich aushält. Weil viele Leute so ein bisschen Angst vor dem Gummi haben und Angst davor haben, dass der Gummi reißt. Und jetzt haben wir hier einen kaputten, also das heißt, es ist mir noch nicht schade drum, dann den neuen jetzt aufzuarbeiten. Den werden wir jetzt mal strapazieren und ich möchte jetzt mal wissen, wie viel der aushält. Also ich habe jetzt nichts zum Gewicht messen, aber ich kann natürlich ziehen mit euch zusammen und dann schauen wir mal, was da passiert. Also kurzes Video, wird jetzt auch nicht viel geschossen heute, sondern einfach nur ein Gummitest, um zu gucken, was er aushält. Ah ja, Gummis und Schleudern sind unten verlinkt. Steinschleuder-profi.de, das ist der Shop von einem Spätzle von mir. Ist eine völlig wertungsfreie Werbung, wie auch immer. Ich habe da nichts davon, aber ich tue ihm halt einen Gefallen, weil es ein cooler Laden ist und es für wenig Geld einen Haufen Zeug gibt. Ja, ziehen wir jetzt glaube ich Handschuhe an, vorsichtshalber, damit es mir das Zeug nicht so auf die Finger haut. Ich weiß noch nicht, ob das gescheit funktioniert. Schauen wir mal. So, also so wäre es in der Schleuder drinnen. Der ist jetzt schon ziemlich zerrissen. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich halte es mal näher her. Hier vorne, da ist ein Loch drinnen und auf der Seite ist er total angerissen. Und wenn man den jetzt ziehen würde, ja, ich dachte, der reißt jetzt sofort, aber ihr seht, kannst du weiter deutlich mehr Vertrauen in die Gummis haben, als ich dachte. Ja. Also man arbeitet ihn schon ein Stückchen mehr auf, man sieht es schon. Ärmel hier lang machen. So. Also es ist deutlich, es hält deutlich mehr aus, als ich mir gedacht habe. Ziehe ich da noch einen Handschuh an, dass ich dann keine Videos mehr machen kann heute. So, und jetzt gibt es hier mal, jawohl, okay, also, und was sehr interessant ist, er ist nicht mal an der Sollbruchstelle oder an der Bruchstelle, die eh schon kaputt war, gerissen, sondern da, wo ich ihn blöd festgehalten habe. Und das ist natürlich cool. Also, die grünen Gummis hier haben eine Stärke von wahrscheinlich circa 1 Millimeter. Ist so zum Präzisionsschießen meiner Meinung nach so der beste Gummi, den er im Shop hat. Und ich würde auch so zwischen 85, also 0,85 und 1,2, damit könnt ihr richtig viele Schüsse machen. Wenn es da höher geht, auf 1,5 oder auf 2 mm, ist dann natürlich deutlich mehr Power dahinter, aber ihr schießt da wahrscheinlich keine 20 Mal damit, bevor euch die Finger wehtun.
Ja, das war der Gummitest. Kurzes Video heute. Wie gesagt, kauft keine Lumpen, müsst weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.